Persönlich. Bei Claudia Lesser. Ich bin natürlich im Ausland aufgewachsen, als Auslandschweizer. Und das hat mich natürlich schon sehr geprägt. Ich bin in Italien aufgewachsen und ich habe die Schweiz eigentlich erst schätzen gelernt, als ich dann Korrespondent war in Italien. Dort habe ich dann gemerkt, dass das natürlich ein anderes Land ist, als viele meinen, das sei so locker vom Hocken. Nein, da gibt es ganz autoritäre Strukturen hinten dran. Und da haben wir natürlich ein echt demokratisches Land. Da müssen wir Sorge tragen. Und das ist ein Teil von meinem Engagement. Politik ist für mich eigentlich eher über das Publizistische, weil ich bin natürlich mit Hut und Haar Journalist war. Viele, viele Jahre. Und Politik ist eigentlich erst reingekommen, als ich dann Führungsfunktionen im Verlag übernommen habe, in der Jean Frey. Und dort bin ich dann nicht mehr Journalist gewesen. Und dann ist es wie ein bisschen auf der Hand gelegen, dass ich das machen könnte. Wobei ich selber nicht mehr auf die Idee gekommen bin. Da ist also jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, «Lass, du sollst eigentlich in Politik.» Ich bin in der Findungskommission in der FDP für den Nationalrat. Es ist wirklich 5 vor 12. Wenn dich das interessieren würde, dann wäre das super. Und dann habe ich gesagt, nein, ich komme doch nicht in die Politik. Ich habe jetzt als Arena-Chef und Chefredakteur habe ich immer Publizistik gemacht. Ich wollte nicht Teil werden. Ich habe immer gesagt, als Journalist bin ich nicht Teil der Politik. Ich muss sagen, ja gut, also wenn wir dann schon so ein gutes System haben, wo sich die Leute engagieren und es auch gut ist, wenn sich alle engagieren nach ihren Möglichkeiten, dann kann ich jetzt nicht Nein sagen. Dann muss ich Ja sagen. Dann bin ich rein. Logischerweise, man kann ja nicht allen passen. Aber sehr oft ist es ja so, bei mir jetzt ist es eigentlich eher so, dass wenn mich die Leute persönlich kennenlernen, mir dann sagen, sie sind ja ganz anders. Und dann sage ich, ja, wie denn? Ja, sie sind ja ganz normal und haben ja ganz normale Ansichten. Dann sage ich, ja, warum denn nicht? Ja, in den Medien hat man immer das Gefühl, es sei anders. Und das ist natürlich auch ein bisschen so. Der Filter der Medien gibt ja sehr oft ein anderes Image. Warum? Weil ein Bericht muss ja immer, normalerweise hat ein polarisierter Bericht immer auch ein Gute und ein Schlechte. Also bin ich dann halt sehr oft im schlechten Teil der Berichterstattung. Und wenn man das sehr pointiert darstellt, dann geraten wir für die einen Leute in die falsche Richtung. Oder? Und darum ist man dann nicht mehr 60% so, sondern schon 80% so. Und das gibt natürlich das Gefühl, dass der auf der richtigen oder auf der falschen Seite ist. Aber was mir natürlich gefällt, jetzt beispielsweise, das kommt ja dann gleich durch, dass ich ein geselliger Mensch bin und Menschen gerne habe, grundsätzlich, dass ich bodenständig bin. Das ist natürlich so. Ich bin ein bodenständiger Mensch und bin auch nicht ein Träumer. Sehr oft ist es ja übrigens so im Leben, dass man die eigene Stärke ja nicht sieht. Und dann sehen manchmal Leute mehr in einem hinein, als man selber sieht. Und darum muss man sich auch immer ein bisschen verführen lassen und sagen, ja, vielleicht ist das etwas. Die Politik ist genau das Gleiche. Ich habe mich nie in der Politik gesehen. Und dann hat mich aber mein Engagement hat mich dann dazu geführt, dass ich jetzt gleich gegangen. Wenn man eine Niederlage erlitten hat, alles nicht so schlimm. Man sollte eigentlich nur vermeiden, immer die gleichen Fehler zu machen. Und wenn man 10-mal umgekehrt ist, oder nein, ich sage mal, wenn man einmal umkehrt und nicht aufsteht, dann haben wir keine Chance mehr. Aber wenn ich 10-mal umkehre und 3-mal aufstehen dabei und dann Erfolg habe und immer wieder aufstanden, dann habe ich doch mehr gewonnen. Also Erfolg kann man nicht haben, wenn man nicht bereit ist, zu verlieren. Ich bin eher ein analytischer Mensch. Das heisst, ich brauche tatsächlich Fakten. Die sind für mich entscheidend. Die Fakten sind für mich Grundlage für die Entscheidung. Ich entscheide eigentlich wenig Sachen emotional entscheiden. Ich lasse mich gerne von den Fakten überzeugen. Gibt es eigentlich einen Unterschied im Privaten? Sind Fakten wahrscheinlich im Privaten kaum so wichtig wie jetzt gerade? Ja, es gibt ja auch im Privaten viele persönliche Entscheidungen, die man fällen mit den Kindern, wegen der Schule und so weiter. Da müssen auch Fakten sein. Aber die Fakten sind weicher, weil natürlich die kleinen, jungen Menschen auch mit ihre Fakten mitbringen. Der Bauch schon auch zum ja, logisch. Ja, ich bin sowieso ein emotionaler Mensch. Darum muss ich ja immer gegen meine Emotionen kämpfen. Ehrlich? Ja, logisch, weil ich bin natürlich von Haus auf bin ich ein emotionaler Herzmensch.
Und wenn, ich muss auch immer dagegen kämpfen, dass ich emotionale Entscheidungen fälle, sondern ich muss mir immer wieder sagen, nein, ich muss zuerst wissen, was hinten dran läuft. Damit ich es wirklich beurteilen kann. Weil auch in der Familie gibt es Entscheidungen, die halt dann die falschen Auswirkungen haben, oder? Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Land. Ein Hauch italienische Eleganz.